Servus Bernhard, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Was gibt's heute? Es weihnachtet wieder sehr, darum gibt es heute ein kleines Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Video. Ein paar so Sachen, die mir dieses Jahr begegnet sind. Es ist natürlich wieder alles unbezahlte Werbung, das wisst ihr ja, direkt von mir, aus meinem Herzen heraus. Gibt es jetzt ein paar Ideen für euch. Ich habe immer so ein paar Sachen, über die stolper ich so im Laufe der Monate zwischen Weihnachten und Weihnachten. Manchmal sind es die gleichen, manchmal ist es was Neues und die möchte ich euch vorstellen, weil ich das nämlich einfach eine Bereicherung für jeden finde. Und wenn einer noch Geschenke sucht für seinen Partner, dann ist jetzt hier bei diesem Video genau richtig. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit Isa Rider Armbändern. Da gibt es ein paar richtig wunderschöne neue Sachen. Ja, da müsst ihr reinschauen. Das verlinke ich euch alles unten. Isa Rider, mein absoluter Lieblingsschmuck. Hier richtig schöne, aufwendige Leder, handgefertigt in Bayern Armbänder. Ja, kommen in so einer wunderschönen Schachtel mit einem kleinen Säckchen. Das ist auch nochmal bei jedem Schmuckstück mit dabei. Das lege ich euch mal hier vorne hin. So schaut es aus. Richtig schöne Armbandel. Also ein richtiges, hochwertiges Geschenk hier für eure Liebsten. Ich mag die deswegen ganz gern, beziehungsweise ich liebe die mittlerweile, weil die einfach richtig robust aus Leder sind. Die sind schön, die halten was aus. Der Verschluss ist immer an der Stelle, wo ihr ihn haben wollt. Der rutscht nicht blöd rum, er liegt euch nicht im Handballen. Es ist einfach ein brutal schönes Weihnachtsgeschenk. Für Mädels und für Burm. Es gibt jetzt ein paar neue Sachen. Richtig schöner Perlenschmuck. Schaut euch das an. Mir gefällt es einfach. Isa Rider. Auch allein das Wortspiel finde ich schon cool. Und dann gibt es noch dieses, ich weiß nicht, wie es Tigeraugen, Steinchen, Kettal. Das hat mir besonders gut gefallen. Also das ist richtig toll hier. Stein, Perlen, Holz, Leder, Metall und es hat einen magnetischen Verschluss. Ich bin total begeistert davon. Was gibt's noch Neues? Dann gibt's was Neues an der Schnapsfront. Bavarian Moonshine. Ihr kennt ja alle meine leckeren Getränke hier. Es weihnachtet sehr und gerade weil es so schön weihnachtet, habe ich euch jetzt ein paar Sachen mitgebracht, die zur Weihnachtszeit passen, die man natürlich auch am Lagerfeuer das ganze Jahr trinken kann. Natürlich hier Sans Maple Hooch, kennt mittlerweile jeder. Dann gibt's den Squirrel's Brew, das Eichhörnchengebräu. Das ist ein Nusslikör. Das ist auch was ganz Feines für die Weihnachtszeit. Dann haben wir hier noch den Apple Pie. Muss ich nichts dazu sagen, weiß jeder, wie Apple Pie schmeckt. Und dann gibt es noch den Wild Smoky Cherry. Der passt natürlich auch so richtig schön in die kalte Stadezeit. Das sind so richtig feine Sachen. Und für Weihnachten, wenn einer noch nicht so richtig weiß, was seinem Schatzal schmeckt, dann gibt es da auch schöne Geschenkgutscheine. Den gibt es dann im Wert von XY, den könnt ihr dann ausfüllen lassen und dann könnt ihr einkaufen lassen von eurem Schatzal. Und, das muss ich euch jetzt hier auf dem Tablet zeigen, es gibt einen Kurs, nenne ich es jetzt mal, das ist der Whisky Warrior. Ich hoffe, das spiegelt nicht so sehr. Ich blende es euch unten nochmal ein und ich verlinke es natürlich unten. Da lernt ihr das Whisky machen. Geht keiner leer aus, geht jeder mit einem richtig schönen Fassel Whisky nach Hause. Ja, für kleinere Gruppen ein spannendes, tagesfüllendes Programm. Dann geht's weiter. Was hat mich noch so begleitet dieses Jahr? Ihr wisst, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist jetzt draußen. Düstere Erlebnisse in den Alpen. Ja, einmal ein bisschen Platz hier wieder. So schaut das aus. Hochwertig gebunden, tolle Illustrationen drinnen. Ein unglaublich, unglaublich spannendes Buch für euch. Nicht nur ein langweiliger Wanderführer, nicht nur 19 bekannte Kurzgeschichten, sondern 19 Geschichten aus der bayerischen Folklore, die düster, unheimlich, jenseits der Postkartenromantik sind. Was richtig, richtig Mystisches. Ja, Erzählungen, die ihr so noch nie gehört habt. Mit hochwertigsten Illustrationen. Zu jeder Geschichte gibt es mindestens eine. Und es geht tief mystisch ins Bayerische hinein.
Der Wind pfiff durch die blattlosen Äste, wie das Heulen verlorener Seelen, und der Wald schien lebendig, als die Nebelschwaden über den Boden krochen. Der Wandersmann wusste, dass er sich auf gottlosem Boden befand. Man sagte, dass hier die wilde Jagd reite, jede geisterhafte Horde von Dämonen und verlorenen Seelen, angeführt von den apokalyptischen Reitern, die das Ende der Zeit ankündigen. Er wusste auch, dass in diesen unheiligen Nächten besser zu Hause geblieben wird und auf keinen Fall gearbeitet, gelärmt oder die Wäsche aufgehängt werden darf. Er selbst aber hatte keine andere Wahl, als sich heimwärts durch den dunklen Wald zu schlagen, um vor dem großen Schnee in sein schützendes, warmes Heim zu kommen. Ja, und was ihn da so erwartet, das erfahrt ihr in meinem neuen Buch. Ein tolles Geschenk, kann ich nur empfehlen. Nicht nur aus dem Grund, weil ich es selber geschrieben habe, sondern weil hier richtig viel mystische Energie drinnen steckt, die endlich mal raus musste. Was hat mich dieses Jahr noch begleitet? Außer Schnaps, Literatur, Brauchtum, schöner Schmuck. Himmel, Arsch und Zwirn, Lederhosen. Da gab es ein eigenes Video. Weiße, weiche Lederhosen. Meine neue Lieblingshose. Dieses Jahr hat sich's rauskristallisiert, dass so die ursprüngliche Form und Farbe, also weiß-grau, der Lederhosen mein absoluter Liebling geworden ist. Ist natürlich auch unten verlinkt. Wunderschön bestickt. Richtig robustes, aufwendiges Zeug. Ich habe es auf Herz und Nieren getestet. Ihr könnt euch das Video anschauen, ist hier oben verlinkt. Ganz tolle Hosen, alle Farben, alle möglichen Ledersorten, unglaublich schöne Bestickungen. Und wem sein Schatzal zu Weihnachten keine 500 € wert ist, der findet bei Himmel, Arsch und Zwirn auch Kleinigkeiten, Schmuck und Messer, Charivaris und auch ganz andere Hosen noch. Hier noch ein Beispiel. Der Borndelgramer und der 20er Borndl. Ja, Spätzchen. Das waren so ein paar richtig schöne Weihnachtsgeschenke, die jeden von euch erfreuen werden. Schaut's rein, dann seid ihr mit allem noch rechtzeitig zu Weihnachten dabei und kommt erst gar nicht in irgendeinen Geschenkestress hinein. Ich glaube, dass das mal so ein richtig breit gestreutes, spannendes Last-Minute-Weihnachtsgeschenksortiment ist. Ja, das kann ich euch ganz besonders ans Herz legen. Klar, düstere Erlebnisse in den Alpen. Schaut's bei Amazon rein, unten verlinkt. Son of Dachsau, der Autor persönlich. Ja, kauft's kein Klump. Da müsst's weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, ganz wenig Weihnachtsstress. Ja, pfiat euch.